Hallo. Ja, ich mache mal wieder so einen Zwischenbericht. Wir haben mittlerweile Tag 5 vom Challenge, wo der Game Rock rausgerufen hat. Jo, was soll ich sagen? Books, ich wohne im Bücherladen. So muss es sein. Ich habe mittlerweile das Holzhaus da rechts von meinem hübschen Gebäude. Ah ja, da kommt gerade eine Horde. Ich glaube, da mache ich mich gerade schon aus dem Weg. Machen wir nachher die Präsentation, weil ich mache da jetzt wirklich keine Lust auf Hordenkämpfe. Das Holzhäuschen aber so nicht abgerissen. Ich habe angefangen, so die ersten Verteidigungsanlagen zu bauen. Da wird jetzt gerade die Horde reinlaufen. Das soll sie machen. Was ich jetzt aber vorgehabt habe, und das ist so ein bisschen ein Meilenstein bei dem Challenge, ist, ich finalisiere das jetzt, das wird jetzt definitiv die High werden dort. Darum renne ich jetzt zum Händler. Schlafsack ist platziert, ich kontrolliere nochmal, jawohl, das ist mein Häuschen. Also ab zum Händler. Hey, dann haben wir das Feld übersehen, ist unglaublich. Unglaublich, komm, das sind wir schnell mähen, wenn wir schon da sind. Ein bisschen Blaubeere. Mähdrescher-Mode. Ja, Tag 5. Eigentlich, was am meisten mir halt bei dem Challenge Regeln sind, die kurzen Tage. Echt, das ist für mich wirklich mega ungewohnt. Hier war schon schön gewesen. Na, vielleicht holen wir den noch. Es ist wirklich. Hey. Was schießt ich denn da? Mein Gott, das ist ja peinlich. So schlecht habe ich glaube noch nie einen Hirsch geschossen. Ding, ding, ding. Ja, so kann man also nicht viel vergeuden. Zum Glück haben wir das Vogelnestchen. Aber leider nur mit Eier. Wo ist er jetzt? Wo ist das Hirsch? Ah, dort hinein. Da. Im Haus hinein. Super. Das ist echt schräg. Wieso? Normalerweise bin ich mir eigentlich gewöhnt, aus dem Schleichmodus einen Treffer und die Viecher sind tot. Ich verstehe gar nicht so richtig, warum das da nicht so ist. Ja, egal. Schauen wir mal schnell, wer ist. Ja, da. Dort verblutet. Gut. Mein tolles Knochenmesser habe ich dabei. Dann nehmen wir den aus. Dann gibt es wieder mal ein paar Steaks auf den Grill. Ist also typisch in diesem Spiel. Man nimmt sich irgendetwas vor und dann kommen wieder 500 Sachen dazwischen. So, jetzt neuer Versuch Richtung Händler. Ich muss sagen, ich hatte schon wirklich schon ein paar brenzlige Situationen gehabt. Zum Beispiel am gestrigen Tag. Als ich da gerade ein bisschen ins Gebäude am Aufrüsten war, habe ich plötzlich Bälle gehört. Dann bin ich natürlich auf davon gesäckelt, weil das ist immer ein unschönes Zeichen. Irgendetwas auf 4 Beinen, das schnell rennt. Und ich habe es dann gerade noch in die Basis reingeschafft und ja, wenn ich dann runterschaue, habe ich gesehen, ich bin verfolgt worden von einer Wolfshorde. Das wäre also ziemlich schnell ziemlich tödlich gewesen, wäre jetzt irgendeinem anderen Ort gewesen und nicht jetzt schnell können mich in Sicherheit bringen. Wäre die Challenge jetzt vermutlich schon vorbei. So, Händler. Lecker, das Vogelnest ist ja richtig cool. Gibt wieder viel. Jetzt muss ich aber nicht das Wasser durch, oder? Mir schwant Böses. Wo ist er dann? Oh je. Oh je, oh je, oh je. Jetzt muss ich mich da wirklich noch nass machen. Das ist doch ein Scheiß mit Wasser. Wasser ist immer so ewig lang, bis man sich durchgekämpft hat. Ich versuche jetzt irgendwie so ein bisschen einen Ort zu finden, wo ich möglichst wenig schwimmen muss. Das könnte da vorne sein.
So, Goldrute mitnehmen. Ich habe zwar ein Gärtchen gemacht, aber auch das ist natürlich auch sehr jetzt ungewohnt im... Ich habe keine Ausdauer mehr. Ungewohnt in dem Challenge, dass es natürlich deutlich länger braucht zum Wachsen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so reale Zeit connected ist, sondern in Ingame-Zeit, aber es scheint tatsächlich reale Zeit zu sein. Das heisst, wenn man auf 120 Minuten auf einen 24-Stunden Ingame-Tag spielt, dann ist eigentlich, ich sage mal so etwa alle 24 Stunden geht parat. Da hat es jetzt 2 Tage, oder sogar 3 Tage gebraucht, ich weiß nicht, muss man darauf achten. Ich habe jetzt noch nicht abgeerntet, das habe ich vergessen, das wollte ich eigentlich noch machen, das mache ich dann, wenn ich zurückkomme. Mal schauen, wie lange das geht, bis das Zeug wieder angewachsen ist. So. Vogel. Ui, das ganze Ei. Voll krass. Keine Zeit für Zombies. Ich muss echt vorwärts machen. Also ich habe Tag 5. Ja gut, ist klar, weil man natürlich nur halb so viel Zeit zur Verfügung hat. Aber ich glaube, ich werde es ankommen. Ich habe wirklich eigentlich so gut wie eigentlich gar nichts. Ich habe nur das Häuschen nebenzu, das Holzhäuschen, das nachher eingerissen habe, nicht gelootet. Sonst habe ich gar nicht gelootet. Damit ich zu Eisen komme, habe ich noch ein paar Wassertürme eingerissen und Strassenlaternen. Da ist er. Aber sonst Loot-Tour habe ich jetzt überhaupt keine gemacht. Ich habe mich wirklich darauf konzentriert, Löcher zu stopfen in meinem Gebäude, den Anbau. Den habe ich abgerissen. So. Also, Händlerquest erledigt. Game Rocker notiert. Ich mache nochmal das Blendchen zum zeigen. Ist immer noch die gleiche Karte. Du siehst da hinten, wie ich gestartet habe, durchgesäckelt. Da habe ich noch einen Airdrop eingesammelt. Nichts Spektakuläres dabei gehabt. Und was müssen wir noch? Gestorben. Tode 0. Bisher noch nicht. Jetzt eine Blaubeere. Tack, 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 tack. Ja, ich glaube, ich soll noch ein bisschen weitermachen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 7 Minuten. Ja, ein bisschen können wir noch machen. Ein bisschen können wir noch machen. Dann schauen wir doch mal schnell. Chemiestation leider kaputt. Wäre cool gewesen, wäre die noch in Gang gewesen, weil die sind ja immer mega mühsam zum Bauen. Ja, fräsen wir da zuerst mal schnell und looten. Weil für Chemiestationenbau braucht man 2 Messbecher und die droppen also gefühlt irgendwie bei jeder 5 Millionsten Krankenschwester. Und einer ist ja nicht genug, nein, man braucht sogar noch 2 von diesen Dingen. Das ist schon krass, also Chemiestationen bauen ist wahrscheinlich eine der grössten Herausforderungen in dem Spiel. So, ich habe nicht viel Zeit, dann müssen wir schnell durchlooten. Ach, da fällt mir gerade ein. Ah, cool, noch etwas für kalte Tage. Ich denke, ich mache schnell Leben daraus, kann ich noch das Zeug reparieren. Brauche ich nicht. Also jetzt habe ich etwas für kalte und für warme Tage Poncho und ein Puffermantel. Jetzt haben wir irgendetwas Schlaues machen, du weißt es nicht. Mein Gott, ich bin alt. Also, legen wir den mal an. Keine Ahnung. Egal. Wird mir dann schon wieder einfallen. So, da ist nichts. Da oben auch nichts. Aber in der Regel hat man eine relativ gute Aussicht. Schauen wir schnell. Das ist mein... Ist das mein Städtli dort? Nein, das ist nicht mein Städtli. Mein Städtli ist nämlich... Wo ist mein Städtli? Da. Okay, interessant. Also da hinten ist noch ein Schatz, das habe ich noch gemacht. Den kann ich jetzt aber nicht holen. 16, nein, da muss ich mal bei diesen kurzen Tagen sonst mal machen. Aber da hinten hat es tatsächlich noch eine weitere Stadt. Das dürfte etwa da sein. Ich würde sagen, das markiere ich dann mal mit dem Städtesymbol. Dann haben wir das auf der Karte. Sehr cool. Das heisst, ich habe 3 Städte auf relativ nahem Gebiet.
Finden wir sonst noch irgendetwas? Okay. Gut, dann mal schauen, ob der Händler irgendetwas hat. Vermutlich hat er jetzt einen geilen Minibike-Plan oder sonst irgendetwas, wo ich voll drauf abfahre. Aber da ich überhaupt kein Geld dabei habe. Ja, ich hoffe, jetzt, er hat einfach nicht Cooles, sonst bin ich frustriert. Und dann fühle ich mich vielleicht gleich noch genötigt, irgendwie in Loot-Tour zu gehen. Ja, Messing wäre eigentlich cool. Messing ist immer so ein Flaschenhals im Spiel. Das kann man nämlich nicht natürlich abbauen, das kann man nur zusammenlooten. Das hätte ich jetzt voll gekauft, aber eben, ohne Kohle läuft nichts. Pilz hätte ich auch noch machen, hätte ich gerade zusammen gehabt. Drohnenhülse hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Also Restock ist Tag 7. Ja, muss man vielleicht gleich noch überlegen, ob ich dann noch Kohle zusammen habe. Sonst hat's eigentlich... Gut, ich meine, solche Sachen wären natürlich schon cool, es gibt super Schutz. Aber 3000 Öken. Das ganze Messing wäre 420. Patronen 225. Schauen wir schnell in den Secrets taschen, wer irgendetwas Cooles hat. Schraubschlüssel haben bis jetzt sehr gut. Ich bin dann gelootet, entsprechend haben die Zustände nicht. Okay, also ich sag mal, es ist jetzt nichts weltbewegendes, wenn ich ums Verrecken jetzt all meine Pläne müsste über den Haufen rühren. Aber das eine oder das andere wäre schon nett, ja. Gucken wir mal. Ich glaube aber nicht, dass ich dazu komme, weil, sind wir ehrlich, Zeit lang wahrscheinlich nicht, weil es ist jetzt wichtiger, dass ich meine Basis parat mache. Wir haben schon Tag 5, Tage sind kurz. Und ich muss da echt ready sein für den guten alten Blutmond. Da hinten wohnen wir, jetzt gehen wir noch mal baden. Mal schauen, was die Horde mit meiner Basis gemacht hat. Vermutlich ist sie jetzt eingerissen, es ist nicht mehr dort. Und der Gamer Rocker lacht sich ins Füßchen, du Depp hast den Schlafsack gesetzt und der Händler-Quest vollendet. Also das ist jetzt, wo der Schlafsack ist, dort wirst du jetzt ein toter Zombie. Und ich bin es nicht gewesen. Und dort musst du jetzt überleben. Und ich habe nur noch einen Schlafsack und sonst nichts mehr. Nein, so schlimm wird es nicht sein. Tipp an all die es noch nicht wissen, wenn man beim Schwimmen die ganze Zeit jumpt, dann geht es ein bisschen schneller. Ja, ich wusste gerade nicht. Mein Gamer-Kollege beigebracht. So, Ausdauer hinüber, dann gibt es doch ein Teli, dann geht es da wieder vorwärts. Da haben wir schon 6. Die Tage gehen wirklich schnell vorbei, das ist ein Wahnsinn. Ich habe jetzt auch angefangen, mal einen Schacht zu buddeln, sodass ich in der Nacht nicht einfach nur blöd umeinander hänge, sondern dort ein bisschen buddeln kann. Minen aufbauen, ich brauche dringendst Eisen. So, ich schaue jetzt mal noch schnell, während ich da durch die Stadt durchrenne. Ich habe irgendwo noch etwas gesehen, das ich umhauen kann für Alteisen. Weil ich möchte eigentlich möglichst viel von der... Wie heissen die? Alteisenspitzen bauen. Die heben einfach deutlich länger durch als die Spikes. Vor allem wenn man mit maximaler Anzahl Zombies spielt. Das ist ja Teil vom Challenge 74. Dort Wasser tun. Ich meine, Wasser muss man echt keine Sorgen machen, weil ich bin gerade neben einem Pool. Ein Pool hebt ewig. Das Ding ist eh mega weit weg. Also, dass ich da jemals wieder Wasser hole, ist eher unrealistisch. Wobei, ich glaube sogar, dass da das Teil vom Wasser rausfließt, wenn ich das jetzt umhaue.
Gucken wir mal. So, mal etwas essen. Zack. Ja, was willst du denn, du Krawattentüte? Eins am Neckel kannst du haben. Wie es gehört. Ja, also jetzt hauen wir auf die untersten Elemente um, dann sollte das Zeug zusammengehen. Und ich hoffe, dass sehr viel so auf diesen alten Eisenhäufen rumliegen, weil die geben wirklich sehr gut. So. Eigentlich. Habe ich jetzt mal noch schnell, ich könnte die Skill erhöhen. Level 10 Waffenschmied und Werkzeugschmied. Ja, schnell ein bisschen. So, gibt neue Holzbogen. Der alte wird entladen, der alte wird scrapped. Das Messer kann ich leider kein neues machen, weil ich habe das Rezept nicht. Das habe ich gefunden. Ja, und eigentlich würde ich jetzt ganz gerne auch all meine Werkzeuge für neue Generation updaten. Aber mir mangelt es an geschmiedetem Eisen. Darum muss ich jetzt in der nächsten Nacht wirklich schauen, ob ich irgendwo Eisenmine finde. Eisenadern. So, ich würde sagen, Baumfeld. Boah, mega Wasser drin kommt runter. Das war tatsächlich mit Wasser gefüllt. Das ist schon 20. Bleibt es jetzt so stehen, oder? Lutsch. Das ist jetzt einfach so ein Wasserknubbel. Mal schauen, ob der sich noch verteilt. Tun wir das jetzt auf die Karte? Ja, der hat gut Altis gegeben, das ist super. Wahrscheinlich macht das Wasser jetzt kaputt mit dem, aber okay. Ist egal, Wasser haben wir eh genug. Gut! Ich könnte da die Häusle auch ein. Was habe ich? Ja, es ist halt schon zu spät, aber das müsste ich echt ausprobieren. Die Häuser sind ja auch alle aus Eisen gebaut. Wenn ich die einkrachen lasse, dann würde ich wahrscheinlich so ein bisschen einen ähnlichen Effekt haben, denke ich mal. Und dann schnell. Ja, komm. Dann tue ich da aber schon im Hintergrund Seiten nutzen und weitere von diesen Spitzen erstellen. Weiter muss ich mich auch wegmachen. Ich könnte da natürlich gleich noch schnell die Krüge voll machen, wenn ich gerade da bin. So. Also, weiterer Baumfeld. Auch da ist Wasser drin gewesen. Aber ich habe ein Auge für diese. Hey. Also, jetzt haben wir 8.
Noch die letzte Schneebeere noch verzehren. Komisch, ja? Mal geht es weg, dann kommt es wieder. So. Da hat es dort jetzt noch Wasser tun, soll der noch einreißen. Also jetzt sogar noch ein paar, aber der andere ist aus Holz, der lohnt sich nicht wirklich. Eineinhalb Stunden, ja. Und machen wir noch schnell, wenn wir gerade da sind. Ausdauer. Immer die Ausdauer. So, komm. Ist zwar schon voll, aber ist egal. Jetzt wenigstens wieder gute Ausdauer. Ja, ich glaube, der andere wird sich nicht gross lohnen, das ist hauptsächlich das Holz. Also, jetzt sage ich weiter Baum, mir das gleich gefällt. Hey, geh weg. Das ist ein Zeichen, dass entweder die Ausdauer nicht mehr langt. Ich muss es nicht mit dem Schlag wegbringen. Oh, ja, die Ausdauer. Nein, 8 Game Rock, das ist 60 Minuten Tag. Mega stressig. Und das Schild dort kann ich auch noch zerlegen, was es sollte eigentlich auch gut Eisen geben. Nein. Aber das machen wir den nächsten Tag. So, weg. Da ist nichts. Oh, da ist noch einer. Okay. So, jetzt aber ab nach Hause. Ja, gibt dann das andere, das man einstürzen lassen. Da lungert wieder ein Skater rum. Ja, das ist so mit der heutigen Skaterjugend. Einfach keinen Sinn für flatte Artikulierung. Oh, das war ein Hund. Hat er mich nicht gesehen? Oder rennt er mich jetzt noch? Ich habe Angst, mich umzudrehen. Ein Hund hat mich nicht gesehen, Gott sei Dank, weil mir geht gerade die Ausdauer aus. Das wäre gerade das Ende gewesen. Ja, das wird lustig, all die Häuschen da. Die alten Holzhäuschen, die haben oftmals Hündin, genauso wie der Hardware-Schuppen. Ja, das wird jetzt halt nicht schön, es bleibt mir echt nicht Zeit, um das schön strukturiert zu machen. Es gibt jetzt so ein bisschen Mischmasch zwischen Spikes und den Stämmen. So, jetzt habe ich mal 2 Reihen komplett. Das ist doch schon mal ein ordentlicher Anfang.
42 kann ich noch machen. Und klar, ich brauche natürlich noch viel mehr. Fangen wir gerade mal Reihe 3 an. Nacht wird ausgerufen. Hätte ich gar nicht kaputt gemacht, dann meine lieben Hordis. Ja, und der Garten muss ich halt morgen schauen, da kann ich jetzt nicht mehr. Wir haben hier eine Lab-Challenge, da riskiere ich nicht. Ja, Eingang habe ich mittlerweile auch schlau gebaut. Gut, da sind wir wieder drin, sieht es eigentlich noch ziemlich gleich aus. Bis auf den Schacht aber. In die Mine. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich melde mich dann wieder, wenn es etwas Nächstes gibt. Wahrscheinlich ist es das nächste Blutmondnacht. Bis dann würde ich wahrscheinlich einfach noch ein bisschen aufrüsten. Ja, bis dann. Tschüss.